Merci, dass der kom se. Merci dem OAI fir d Lokal an d'Organisaun a vun dese Präsentatiun. Merci all denen Servicen, die mat gemacht hun fir de Guide d'Integration de Panneaux Photovoltaik auszuschaffen. Das ist schon eng Erbecht, die seg Zeitchen hier gewircht, mit dofir as so mengenech ganz flott gin. Nicht so mehr, dann ass dat Silonai, mein Nummer Paul Zenz, Mai 2020 Präsident vun Eurosolar Lützeburg. Eurosolar gëtt schon viel mi lang. Dat geht 2002, geht eng Initiativ von 1992, wo pour enseignant aus dem Arrêt Métier eben schon die Deregulation vom Klima eben darüber no gedurcht hun. Und dann auch probiert mat Photovoltaik, wie du kann reagieren an das Photovoltaik eng Hëlle was für die Klimakrise an den Griff zu kriegen. Das bekannteste Beispiel aus den Solarmobil, den als Lohnner am Arrêt ausgestaltet. Wir haben 3 Missionen, die echt das, was sich Courant zu halten, wat alles so als Sache Photovoltaik, Solarenergie, renouvelable Energie so lebt. Das zweite das dann aufgrund von der Expertise, die ihn dann hoffentlich hört, akrit, also sich auch schafft, zu avisieren, sein Paarverkehr beizulehnen. Und das dritte ist dann auch zu informieren, weil was nutzt wissen alle an einem Inner Circle, was nicht nur bauen könnt. An der Guide, das ist von denen Multiplikateuren für über die erneuerbare Energie können zu schwätzen, für darüber zu informieren. Und noch nach einen anderen, darauf wo die Welt gewährt wird, wir machen auch endlich Podcasten, Videoclippen, und das machen wir unter dem Namen Sonn am Stecker. Demnächst lebt da dun, weil wir uns überlegt haben, dass in Internet sieht Guide Luxembourgeois d'Intégration de Panneaux Photovoltaik.lu, bisschen lange Nummer wir an den ich kann den vertippen, haben wir es kurz prägnant genannt archipv.lu. Das verhält den und das sieht aber auch viel aus und das sieht dann so aus. Das kann in downloaden die Guide, nur eine kleine Animation da dabei gemacht und das kann ihn dann durchblättern. Mo linken Hand Druck gemacht fir ze weise wat net lo bei Handwerksbetrieber, méi wat alles schon a Photovoltaik méiglech ass fir an d'Architektur ze integrieren. Wir sind der Meinung, dass Photovoltaik et viel assoziiert mat dobausen op der Wies, Großfelder mat Solaranlagen. Wir fanden allerdings soll an den urbanen Raum kommen, do wo sowieso schon de Boden versiegelt, du soll ihn dann noch profitieren fir die Versiegelung nach on top Zusatz zu bringen, da brauche ich nicht die anderen Flächen nach zuzudecken. Das ist der eine. Der andere, dass dadurch, dass Photovoltaik an den Lokalitäten an der Stadt, als sie do wo sie gebraucht wird, für zum Beispiel ein Auto zu laden, für sein Wäsche zu machen, da kann in das ein bisschen mit dem Prosumer-Prinzip, dem muss auch nur angefordert gehen, kann in das so kombinieren an eben von der Solarenergie, die wirklich ganz viele Möglichkeiten bietet, profitieren. Am Guide soll auch gewisse gehen, dass, und das ist auch Hoffnung, die wir haben durch den Guide, dass nicht mehr Photovoltaik-Installationen als so ein Kies um Kuch angesehen gehen, so le Gâteau sur la Cerise, das machen wir dann auch nach, aber dass sie vom Anfang an, vom ersten Federstrich an der Planung sollen integriert sein und das auch zum Budget d'Office gehören, dass ihr nicht seht, lohnt nach so iverisch, Lomanestadt, so iverisch würde ihr kaum, wenn ihr zu Lützeburg baut, mit soll wirklich direkt mat an Konstruktion abplanen. Und dann gesagt ihn auch, dass Photovoltaik, so wie es haut funktioniert, Solarmodulen, das sind wirklich Teile von der Konstruktion schon, die verbaut hat. Die passen nicht nach drauf oder schrauben den sie drauf, die gehören dort so, die kann ihn ästhetisch flott verbannen, zumal weil dann der Photovoltaik selber, was Module anbelangt, an der Technik große Fortschritte gehen, sie nicht nur von der Effekazität, sondern auch von der Ästhetik. Früher war ich baue mein Haus rund um den Weinkeller, lo kann ich baue mein Haus rund um Photovoltaik anlegt. Das einfach der Reflex do ist, dass den Bauherr, den Architekt an den Ingenieur fried, an dass den Architekt an den Ingenieur den Bauherr darüber aufmerksam machen, dass Schiedfried weiß, dass es dazu gehört. Und dafür ist die dem Geht zu Summe geschafft haben, war ja auch so flott und das auch repräsentativ, wie das muss gemacht gegen den Klimawandel zu Summe schaffen am Corps de Métier für ihren
für ein Haus abzurichten, auch am großen Land Europa, da muss man alle guten Fortschritte machen, für von der Sonnenenergie zu profitieren, für von den fossilen Brennstoffen fortzukommen. Für das dann auch ein Stück Freiheit, was den Einzelnen hört, aber auch als Gesellschaft hört, wenn nicht mehr von Leuten mit einem speziellen Demokratieverständnis vielleicht aufhängig ist, was die Energieversorgung anbelangt. Das ist eine andere Diskussion. Ich weise nicht einfach kurz, wie das geht. In das Center Göster online. Voilà, du kann den sich die Broschüre dann hochladen. Die Leute, die mitgemacht haben, nach pur Cap. Und sogar eine kleine Animation. Wir müssen einfach, ein Architekt von den Gebäude plant, da selbst wie Puzzle. Wir müssen nicht lauter Puzzlestecker, muss die zusammen kriegen. Ob das Funktionen sind in einem Haus, mit einer Familie muss kann in einem Haus wohnen, ein Bürosgebäude muss können genutzt gehen. Wir müssen eine Konstruktion haben, Mauern bauen, Stabilität, wir müssen Hitze killen und so weiter. Das heißt, all die verschiedenen Themen sind Puzzlestecker, die zusammengesetzt gehen, bei dem kommen so neu dabei, kennt das effektiv Photovoltaik. Das sind zusätzliche Puzzlestecker und das ist eben wichtig, dass es an dem ganzen Ensemble passt und eben nicht, wie gesagt, das Drop gesagt wird. Die zum Beispiel um Site weisen das an, können die effektiv sowohl dem Privatperson, dem Investisseur, dem zukünftigen Bauherr eine Information geben, was den will machen, wie dann aber auch unser ganzer Zunften Architektenkollegen, die vielleicht man der Materie nicht so dran sind, auch zu weisen, dass das wir ab Piste sind, für eben die Energie zu produzieren und das dem ein ganzen Ensemble ist. Point de vue finance, donc effectivement il y a le coût d'investissement pour réaliser l'installation. Coût d'investissement qui est contrebalancé en partie par les subventions de l'État. Et puis, bien sûr aussi, c'est un élément qui produit. Donc, il produit l'électricité d'une, je dirais, la manière la plus rationnelle encore pour le moment, c'est effectivement le vendre au réseau public. Donc, on vend un produit, on est rémunéré pour. Donc, ça contribue aussi à amortir le coût. C'est sûr, et d'un côté, effectivement, c'est le problème, c'est, comme M. Zenz a déjà dit tout à l'heure, quand je construis, je dois mettre le paquet, je dois mettre toute la somme, donc ça rentre aussi dans le budget initial qu'on doit planifier, mais je crois que c'est quand même un produit qui s'amortit. Le reste de mon bâtiment, je l'utilise. Je peux dire, il me coûte de l'argent au fil du temps. La photovoltaïque, elle me rapporte de l'argent. Also für einen Architekt ist es wichtig, dass Photovoltaik ein Teil von dem Ganzen ist. Ich sehe ganz stark, dass effektiv Photovoltaik auf fertigen Gebäuden nur drauf gesetzt wird. Es finde es wichtig, dass ein bisschen wie Puzzle geguckt wird, an das Photovoltaik ein Teil vom Puzzle ist, ein Stück, das an den ganzen Ensemble passt. In dem Moment ist es kein Problem, auch an eine gute Architektur zu verbannen, eben für just zu verhindern, dass es ausgesät wie wenn es dort gesagt ist, das ganz unabhängig von dem Viertel effektiv von der Energieproduktion, was das für die Gebäude kann bringen. An der Photovoltaik also denke ich so, alles ist theoretisch möglich. Und dass man mit Beispielen heute zu Lützburg schon gewissen haben, dass die Theorie auch an Praxis kann umgesetzt werden, das beweist, den heute geht. Für uns Architekten und Ingenieurkonseillen, also da wenn es führt, für mit den Photovoltaik-Elementen, die wir im Moment tun, eine Architektur zu integrieren und ihr auch zu helfen, für dass an der Planung die Anlage nachhaltig könnt bauen und betreiben. Herno, an einer späteren Zukunft mit den Batteriespeichern und mit den Smart Griden kriegen wir dann hin, eine Gesellschaft aufzubauen, die klimaneutral kann funktionieren, dank den Photovoltaikmodulen. Wir bei BioEnergy kümmern uns viel darum, für die Leute zu beraten, wann sie Projekte in einem Bereich von Energieeffizienz von erneuerbaren Energien für, dass wir eine nachhaltige Energietransition sinnvoll kriegen.
An dem heute Kontext das so, dass mir oft den nächsten Ursprechpartner sind, für wann Leute vorholen, wann sie eng Photovoltaikanlage op ihren Dach oder op dabei richten. Sie interessieren sich doch hier, wie viel die Anlage kann kosten, aber die hat möglich ist, wie eng die Marschen nicht gehen, für das Toten zu machen, wie eng Subsidien nicht gibt. All die Informationen können wir hingehen. Wichtig ist dabei, dass uns erbecht eigentlich eng Motivationserbecht das Leute tun eng Idee für Apps zu erholen, dann ist wichtig, dass sie Maden unterstützt, dass die Idee kann funktionieren, dass die Idee flott ist, dass die Idee in Apps bringt und dass die Idee dann noch tatsächlich unsere Energiesituation an unserem Klima-Apps kann bringen. Und dafür immer verschiedene Notieren. Ein Notier, den aber ganz bestimmt ganz flott ist und zusätzlich gut kann genutzt werden, also die Notier von dem Guide d'Intégration Architecturale und Gebäude. Das ist immer gut, wenn den gut Beispiele kann weisen, dass die Leute gesehen, wie gesagt das aus und ein Gebäude, wenn ihr eine Photovoltaikanlage drum möchtet, ob es auf dem Dach könnt oder ob es auf der Fassade könnt, dann gibt es ja flott Möglichkeiten für das zu integrieren. Und dafür bin ich froh, dass den heute Guide Lodo ist, dass man in wesentliche Meilen dann für effektiv aus der Photovoltaik das Element zu machen, weil das was man braucht, für eine nachhaltige Energietransition hinzukriegen. Wie und diese Guide lot summen mit all den anderen Akteure gemacht, weil man wichtig fanden, dass Solarenergie die bisschen drauf wird für an der Natur, mit den großen Felder zu sehen, dass man die an den urbanen Raum wollen heranholen. Du hast nämlich erstens nur bei den Konsumateuren oder bei den Verbrauchern, die sowieso Solarenergie eben da produzieren, für dann direkt zu gebrauchen, das ist der eine, und der andere, das am urbanen Raum, an der Stadt, an den Lokalitäten, du hast sowieso schon den Boden versiegelt, man da kann noch von denen der Versiegelung, denen zu erfassen, die sowieso schon zu sind, profitieren, für nach zusätzlich Photovoltaikanlagen zu installieren, für Solarenergie, für elektrische Strom zu produzieren. Ein anderer Avantage von der Sonnenenergie, von der Photovoltaikanlagen insgesamt, dass adaptierbar sind und Größe, die ihr gerade braucht. Das ist ganz praktisch. Das von dem kleinen Volumen über die bis zu den ganz großen hin. Das betrifft dann nicht nur die Leistung an Energie, an den Kilowatt Peak, sondern auch das Finanzement. Eine kleine Anlage ist mehr zu finanzieren wie ein groß, par rapport zu anderen Energiequellen, wo ihr wirklich große Investimenten machen muss. Also das bei den Solaranlagen relativ einfach an aller Portée de tous. Für das Potenzial an Möglichkeiten, die Photovoltaik bieten, noch bekannt gehen, gehen wir von Eurosolar aus lo, wir machen Podcasten, Videoclippen, alles in der Dunum, Sonne am Stecker. Wir gehen Multimedia, wo das eben schitfreno Courant ist, und dass so viel wie möglich kann von den vielen Möglichkeiten von der Solarenergie profitiert.